Dann kommen wir zur ersten Frage. Was bedeutet Ihnen eigentlich so Edith Piaf, was Sie interpretieren und Ihre Chanson? Also, ich muss sagen, ich identifiziere mich nicht mit der Piaf. Ich singe ihre Lieder, weil die Lieder mir gefallen. Ursprünglich hat ja das angefangen mit einem Singspiel im Fauteuil. Meine Sonne geht auf, wenn es Nacht wird. Der Frank Gerck hat damals das Buch geschrieben, das Dreibuch. Und da habe ich die Rolle von der Piaf gespielt. Und mit der Zeit ist das Stück nicht mehr gespielt worden. Und dann habe ich einfach die Chanson behalten und Claudia Adrario hat mir mal angefragt, sie hat ein Porträt gemacht von berühmten Sängern am Radio und unter anderem hat sie das Porträt von der Piaf gemacht und dann hat sie so ein Gedicht gehabt mit dem Spatz Le Moineau de Paris, denn das Comme un Moineau ist das Lied gewesen, das Piaf berühmt gemacht hat. Sie hat das Lied gesungen, Comme un Moineau, ich kenne es nicht. Und so hat sie der Le Play entdeckt. Und für das Gedicht auf Hochdeutsch zu lesen oder zu interpretieren am Radio, hat sie mich angefragt, weil sie es übersetzt hat. Aber sie hat eine andere Stimme wollen. Und so habe ich Claudia kennengelernt. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich dürfte mit ihrem Porträt ein Open machen. Ich habe schon eine Geschichte, eine Biografie, aber das war nicht so interessant gewesen, wie die Beleuchtung von ihr. Und so habe ich die Chanson behalten und habe halt die Geschichte dazu genommen. Und so ist das. Aber das ist jetzt einfach etwas, was ich gerne singe und gerne mache. Die Chansons sind einfach stark und das ist, glaube ich, der Grund, weil es schöne Lieder sind. Das habe ich vorher gemeint, Sie haben eine eigene Persönlichkeit, Sie brauchen keine andere da. Die Vorschlag. Dankeschön. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie so überhaupt singen so gut? Ja, das geht weit zurück. Das ist im Kirchenchor. Sagen nicht gesehen. Da war meine Mama eine wichtige Figur gewesen. Sie hat auch gewählt, was da gesungen wird. Und vor allem ist sie verantwortlich gewesen für den Kirchenchor oben, der Sizilien oben, immer so um den 22. November rum. Und dann hat sie sich einfach Freude gemacht. Sie hat uns Kleider genäht, sie hat uns Chartersfürstin und einfach Operettenzeug haben wir dann gesungen und da, ja, und dann dort habe ich gemerkt, ich kann ja singen und vor allem habe ich dann immer noch eine Chanson zu singen gehabt und dann habe ich gemerkt, ja, die Leute haben mich ja gern, wenn ich singe. Das ist so schön. Ich werde ja anerkannt. Ich habe nicht so ein starkes Selbstbewusstsein gehabt. Das ist nicht so groß geschrieben gewesen. Aber so beim Singen, toll. Bin ja jemand. Dann habe ich das beibehalten. Haben Sie denn noch andere gesammelte Vorbilder als Edith Piaf? Aha. Barbara Streisand natürlich und dann gibt es Barbara, eine Chanson. Es gibt in Frankreich wunderschöne Sänger, die ich sehr bewundere. Das ist der Jacques Brel, das ist der Claude Nougaro und so weiter. Es gibt noch viele Sachen, die man kann singen, aber es ist jetzt einmal Piaf und in der nächsten Zeit wird ich auch einmal Barbara Lieder lehren. Sehr schön. Das ist doch ein Ausblick. Ja. Gehen wir zurück auf den Spalenberg, als Spatz vom Spalenberg, aber reden wir auf den Spalenberg selber. Sie wohnen ja praktisch dort oder leben praktisch dort, weil Sie sind mit dem Vorteil vom Staat verbunden. Ist das eine spezielle Verbindung, seitdem Sie dort überhaupt auftreten, mit Oli Wassermann? Und hat Sie das übergezogen bis heute? Das ist einfach so weitergegangen. Ja. Man hat mich immer wieder angefragt und es hat sich ergeben mit dem Publikum. Das ist ja so ein Austausch und es ist schön. Danke. Ja. Was ist denn der Unterschied aus dieser Zeit vom Vorteil von Oli Wasser zum Vorteil von heute? Gibt es da überhaupt Unterschied? Ja, ich weiß es nicht. Also. Produktion. Es war einfach eine andere Zeit. Es ist der Bernhard Baumgartner, der Rolli Rasser, die haben zusammen, und Rolandski natürlich, da ist zusammen kreiert worden, das ist
es ist komisch, es hat schon noch einen Unterschied gegeben. Damals waren es die Männer und jetzt sind es die Frauen. Ja, dann dachte ich, wenn man jetzt so einen Sketch gemacht hat, haben die Männer immer die Sketch gewählt, wo sie die Hauptrolle hatten und wir der Gischmerlänger gesehen. Und jetzt hat sich das ein bisschen verändert und das finde ich schön. Das ist kein Zufall, dass es vor allem Frauen jetzt in der Vorderreihe hat, denke ich mal. Ich weiß das nicht. hat ja schon rumgesprochen. Dann kommen wir zu der Fasnacht, das ist ja ein wichtiges Thema, generell und jetzt speziell für Sie. Was hat Fasnacht, Basler Fasnacht, das geht ja noch mehr. Was hat die für eine Bedeutung? Es geht nur dir. Ja. Nein, wenn ich früher auf dem Büro geschafft habe, in Basel, als Elsässerin, bin ich immer fasziniert gewesen, dass eine ganze Stadt so fiebern kann, dass eine ganze Stadt kann sich Kostüm und die Kreativität, die man da spürt, dass jeder da mitmacht und eben auch übt und trommelt und pfifft, das ist faszinierend. Das kann man sich, die Franzosen, die mehr so Individualisten sind, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man sich so zusammenreißen kann. Und ich glaube, das wäre in Frankreich gar nicht möglich in dieser Form. Und das hat mich immer beeindruckt und jetzt noch. Und ich finde es auch schön, dass man so 3 Tage lang kann einfach alles vergessen und ich glaube, es ist auch gesund. Ich denke, es ist auch gesund. Wenn man 3 Tage lang kann pfiffen, trommeln und einfach das Hirn putzen, nachher kann es wieder weitergehen. Das ist für mich, hat auch noch die Komponente von einmal einen richtigen Break machen und etwas ganz anderes zu erleben. Das macht selten jemand so, wie die ganze Stadt das macht. Das finde ich faszinierend und großartig. Sind Sie auch nicht liegen? Nein. Nicht? Nein, es ist zügig. Nein. Auch nicht? Nein. Ich mache keine Fasnacht. Also Sie sind Genießer, wenn man Ja, Fasnacht geht. ich genieße es. Schon immer. Dann. Ja. Ist der wegen der Vorfasnachtsveranstaltung? Ja, also ich glaube, wir sind ja so drin schon in den Themen und in der Schnitzelbank und haben, es ist dann einfach nur noch so ein Loslassen und Genießen. Schön. Der Lohn von der ganzen Vorlage. Ja. Schön. Gibt es denn so starke Jahrgänge, wo Sie sagen, die Themen sind gut gewählt zwischen... Dieses Jahr. Das Jahr? Wegen FIFA? Ja. Nein, finde ich das ja. Auch die Schnitzelbänkler, die überschlägen sich. Sie haben so gute Themen dieses Jahr und sie sind gut formuliert. Also, finde ich toll, ja. Können wir uns freuen? Ja. Sehr schön. Ich glaube, wenn alle so in dieser Richtung sich inspirieren, ist es toll. Schön. Jetzt die CD. Das ist die da, meine Damen und Herren. Das ist ja für Sie eine Herzensangelegenheit gesehen, habe ich jetzt so mitgekriegt. Auch als wir das Gespräch vorher hatten, habe ich gemerkt, das ist so ein bisschen Ihr Herzstück, auf das haben Sie schon lange hingeschafft. Ja, hingefiebert, ja, sicher. Ja. Denn die Chansons sind ja schon lange vorhanden und zum Teil sind sie ganz weit hinten. Die haben wir immer in jedem Pfeiferle begleitet, ganz lang. Und mit dem André, wo wir die wunderbar begleitet, sind wir auch ab und zu engagiert. Und dann singe ich auch die Lieder. Und dann habe ich gefunden, die müssen jetzt einfach einmal auf der CD. Die Idee ist schon lang. Das ist sehr alt. Ja, ich habe es vor 2 Jahren schon wählen und dann ist wieder etwas gesehen. Und dann habe ich jemanden getroffen. Das letzte Jahr, im Januar, bin ich engagiert gewesen, an meinem Geburtstag und dort habe ich das Ehepaar Traxler getroffen und sie haben erzählt, dass sie ab und zu Produktionen begleiten und dass sie da Spass hatten sogar mit mir das zu machen und so ist das entstanden, weil allein hat ich es wahrscheinlich nicht geschafft, ich bin zu Chaotin
für Vertrag zu schreiben und die Sachen organisieren, wo man muss und Radio und Fernsehen und so weiter. Und das haben Peter und Beat Traxler wunderbar. Beat, irgendwo haben die erblickt. Da, Frau Traxler ist dort. Und dank ihnen ist das so entstanden und so gestaltet worden. Und da bin ich mehr als dankbar. Merci vielmals.